Hallo zusammen und willkommen zurück zum Let's Play vom Gegeli Eis auf Schweizerdeutsch. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört nach unserem Tauchgang natürlich, wo wir Sachen für die Waffen aufgerübelt haben. Wir haben uns eine Waffe erstellt und schliessen jetzt Tag 2 ab, indem wir noch ein bisschen Sushi röteln, klopfen, hauen. Machen wir. Let's go. Ab zum Sushi. Der Cobra hat schon ein Bierchen gezwickt. Und jetzt gilt es für uns, dass wir mit dem Banco wieder das Publikum bewirten. Jetzt gehen wir sowieso zuerst mal schauen, ob die wieder sauber ist. Ich würde sagen, das ist noch nicht ganz so wieder geschmeidig, wie wir es auch schon gedacht haben. Aber wir zuerst mal ein bisschen Menüs planen. He? Menü 1. Oh, ich kann es veredeln. Was heisst veredeln? Es kostet immer noch gleich viel, aber es mundet besser. Probieren wir. Ui, ich verreck. Also, ohne Scheiß. Absolute Credits an diese Sequenzen. So, beenden. Hier nehmen wir aber gerade mal ins Menü auf, und zwar gerade alle. He? Let's go. Nicht veredeln, aber das schon mal auf Auto kochen. Prima. Das kostet 8. Das könnte man auch noch veredeln. Nehmen wir das als Normale. Haben wir 2. Ich muss dann halt vor allem schauen, dass, wenn die ausverkauft sind, dass ich natürlich dann gerade wieder ersetzen, oder? Das macht ja Sinn. Ich will ja so viel wie möglich verkaufen. Dort tun wir aber einmal veredeln. Jetzt bin ich gespannt, ob da nochmal das Video kommt. Oder ob das jetzt einmalig war. Okay. Haben wir jetzt so veredelt? Passt. Kostet jetzt zum Glück. Kostet auch ein bisschen mehr. Also setzen wir es gerade auf die Liste. 3 Stück auf Auto kochen. Das können wir noch nicht. Also, eröffnen wir mal. Denkt daran, grünen Tee müssen wir einschenken. Und das Zeug hin und her fugen. Falls es oben sieht, dass etwas ausverkauft ist, müssen wir dort flink wieder das Zeug noch ordern. Machen wir auf. Open! Hallo? Oh, jetzt. Da habe ich schon fast gedacht, das kommt gar niemand. Jetzt geht geschwind ein bisschen schon gewesen, wäre das. Gut, der erste Tee ist durch, prima. Der zweite kommt so gleich. Der ist fast ein bisschen viel. Ich sause.
Komm. Du wartest schon lange, gell? Ich bin nicht der Geschmeidigste, ich bin ein bisschen dick auf den Füßen. Du musst entschuldigen. Ja, kommt. Kein Problem, Madame. Alles geschmeidig bleiben? Ihr werden Sie geholfen. Einen grünen Tee, natürlich serviere ich Ihnen gern. Hup. Heute bin ich also nicht so... Heute bin ich jetzt nicht so im Schuss mit grünem Tee, muss ich sagen. So, fertig, sonst wird es zu viel. Perfekt, Sie haben den besser bekommen, das passiert manchmal, kein Problem, es liegt auch nicht an Ihren Brüsten. Nein. Kein Problem. Prima. So. Super ist es. Oh. Du wirst kein Essen herstellen können, wenn dir Wasabi ausgeht. Ein kleinerer und füll es auf, bevor es leer ist. Machen wir. Seht das Licht? Muss ich machen? Oh. So, wir machen zu. Wir haben ein bisschen weniger eingenommen. Ja, bestimmt, wie ich nicht so gut eingeschenkt habe. Verkaufsschlager punkteter Grundelsushi. Verkaufsschlager europäischer Papageienfisch. Aber wir haben ein bisschen etwas eingenommen. Aber er hat die Bar noch nicht schön gemacht. Das habe ich dann gesehen, gell? Nichts war aufgeräumt, es war alles immer noch Brot und Rüebli dort. Neissenstein, Tag 3. Okay, wer sind wir? Der Dr. Bacon. Muss ich mir eine Stimme überlegen? Oder wir machen den Dr. Bacon, das ist so ein Schnöseldeutscher. Bist du zufälligerweise Dave? Ja. Mit was kann ich helfen? Wow! Bei diesen Dingen liege ich immer richtig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dr. Bacon, ein Archäologe, der die Zivilisation des Seevolks studiert. Seevolk-Zivilisation. Ich werde es dir erklären. Was für ein Glück, dass du einen Experte wie mich hast, der dir davon berichten kann. Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen, vielleicht? Oh, wie hübsch! Die Zivilisation des Seevolks lebt in Legenden, die ich gar nicht so schnell lesen kann. Sie verehrten Fische und sie besaßen Kiemen, mit denen sie... Ich kann es nicht so schnell lesen. Die lebten in Tiefen, was ihnen erlaubte zu gedeihen, ohne sich... Hey, hör schon auf! Das ist so ziemlich alles, was es zu der Geschichte gibt. Alle halten es natürlich für einen Mythos und sonst nichts weiter. Aber der Beweis, dass es sie wirklich gibt, wurde ganz in der Nähe dieses Ortes gefunden. Was? Das ist ein erstaunlicher Fund, der die gesamte Forschungswelt auf den Kopf stellen könnte. Eine alte Zivilisation unter dem Meer. So etwas kennt man nur aus Comics oder Spielen. Was macht dich dann so sicher, dass es dir wirklich gegeben? Mein Assistent hat ein in der Nähe gefundenes Artefakt genau untersucht und festgestellt, dass es von uns keiner bekannten Zivilisation stammt. Es wird auch auf etwa 1500 Jahre datiert. Damals gab es in diesen Breiten noch keine Zivilisation. Oh, das ist interessant. Aber was willst denn du von mir? Nun, es ist so. Die Investitionen meines Assistenten in Kryptowährungen haben sich nicht gerade bezahlt gemacht. Und er wird für eine ganze Weile nicht mehr da sein. Okay, der haben sie ins Käfig gesperrt. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Oh. Mein Assistent sagte mir, dass das Artefakt etwa 70 Meter unter der Wasseroberfläche gefunden wurde. Bitte sieh es dir an. Aber wir sind mit der Sushi-Bar beschäftigt. Ich glaube, wir können nicht.
Tut mir leid, dass ich die Unterhaltung unterbreche. Ich bin der Cobra. Ich arbeite mit dem Dave. Natürlich tun wir Ihnen helfen. Das tun wir mega gern. Aha. Wir haben keine Zeit, umeinander zu tauchen und nach Artefakten zu suchen. Denk doch mal drüber nach. Wenn wir eine Unterwasserzivilisation entdecken, werden unzählige Menschen hier anströmen. Das Banko-Sushi wird aus allen Nähten platzen. Das stimmt. Also gut, ich werde dir helfen, Dr. Bacon. Was für ein Glück! Natürlich sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Ich werde den Taucheranzug, den du trägst, kostenlos auf. Ich werte, nicht ich werde. Ich werde werten. Wow! Mit einem veredelten Taucheranzug kannst du tiefer tauchen. Das ist für die Erkundung unerlässlich. Heutzutage kann man sogar solche Dinge mit einer App erledigen. Der Technologiefortschritt ist erstaunlich, nicht wahr? Wir sollten zuerst die iDiver-App auf deinem Telefon installieren, bevor wir weitermachen. Okay. Let's go to the smartly phone. Ermöglicht Verbesserungen verschiedener Taucherausrüstungen. Also auch Verbesserungen Ausrüstung mit Geld, wo du in der Sushi-Bar verdienst. Ich erkläre dir jetzt, wie man die iDiver benutzt. Ich installiere die App für dich. Entsperre bitte erst dein Handy. Okay. Moment. Honey. Prima. Starte die iDiver-App. Werte den Taucheranzug kostenlos auf. Geil, los, kostet 0. Oh, da kann ich nicht nur 40 Meter tief, sondern 80 Meter tief. Einverstanden, das nehmen wir. Du kannst tiefer tauchen. Jetzt kannst du noch ein bisschen tiefer tauchen. Wenn du genügend Geld hast, kannst du die App iDiver benutzen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Du kannst sowohl deine Frachtkiste als auch deine Sauerstoffflasche vergrößern. Vergiss nie, unter Wasser kann alles Mögliche passieren. Wir bleiben in Kontakt. Gut. Also. Kapitel 1. Spuren des Seevolks. Können wir aber gerade noch mal schnell da in das App hineingucken. Die haben wir ja jetzt einmal. Brauche ja nicht zweimal. Nein, nur eine mitnehmen. Da kann ich, dass ich 115 Balken habe. Und da kann ich, dass ich 13 Kilo Gewicht kann mitschleppen kann. So. Macht auf alle Fälle definitiv Sinn. Am besten vergrössern wir gerade eins von beiden wieder. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir zu wenig Luft haben, darum nehme ich das. Gerade einmal auswerten, das Geld verklopfen, das wir eingenommen haben. So, also. Seevolk-Artefakt. Und natürlich wieder Fischli, dass wir wieder heute Abend dann Köhlen reinnehmen. Ihr wisst das gute Sushi vom Banko. Taucherbrille runter, Sauerstoff an, let's go! Ich muss jetzt ja noch Waffen, habe ich jetzt auch noch. Waffen. Genau. Damit kann ich wahrscheinlich mich gegen krasse Räuberfischli verteidigen. Die ja böse sind. Genau, mit A. Mit R kann ich das drüllen auf die Waffe. Okay. Gut, dann schwedern wir doch jetzt mal da oben. Aber nicht vergessen, ich brauche auch Fischli. Excuse, es tut mir leid. Waffenkiste.
Wegen der Blaupause. Was ist das? Stark, aber nicht durchschlagend. Also eigentlich ist sie schlechter als die. Aber alles, was ich finde, hat ja eher eine Blaupause, hat er gesagt, oder? So. Also, suchen wir. Und ist wieder Seeigeli. Ah, stimmt, jetzt habe ich ja nicht mehr mein krasses Katana-Schwertchen. Dann habe ich wieder nur noch das Messerli. Kann ich ja rumhäkeln. Da kann ich Munition auffüllen, aber ich habe ja noch gar keinen Gebrauch. Dann haben wir das Waffenkistchen. Dann haben wir wieder die. Teile mitnehmen. Ja, Artefakt, das ich hole. Ich bin schon wieder abgelenkt. Da raufpaddeln. Oh, 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 Quallen. Kann ich da? Lass du mich in Ruhe? Kann ich Quallen auch fischen? Quallen tötet. 1 Kilo Quallen. Kann ich eigentlich holen? Vielleicht gibt es ja auch ein Quallen-Sushi. Zu kurz. Oh. Geh weg, geh weg, geh weg! Tschüss doch! Wow, 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 wow! Der ist grantig! Der Käfer ist... Heilige Bimbom! Ich bin nicht so multitaskingfähig, merke ich gerade. Wie kann ich den wollen? Tschüss doch! Tschüss doch! Oh Mann! Oh oh, ich habe keine Luft mehr. Scheiße. Da, wo habe ich ein Glück? Oh oh. Machst du mir nichts dort oben? Ich habe Sauglück gehabt. Soll ich nochmal wechseln? Gehe ich nochmal zielen? Schiessen! Ah! Ich kann ihn! Aber muss ich ja immer noch das Artefakt finden. Oh, Sauerstoffflasche. Das ist super. Das ist super. Oh, da kann ich noch Dings auffüllen. Das ist auch super. Lass mich in Ruhe. Nein! Mach immer die falsche Taste. Irgendwie für mich die falsche Tastenbelegung. Sind die Fische da noch zu krass für mich? Ich hatte keine Ahnung, wo das Artefakt ist.
Das. Ständli. Das. Nehmen wir mit. Oh. Ein Dino-Kopf. Das. Glas. Okay. Wir nehmen alles mit, was wir können. Das. Mischeli. Mädchen, Sascha. Ja. Oh, jetzt bin ich schwer. Aber ich habe vollen Sauerstoff. Das heisst, wir paddeln jetzt einfach mal da unten die Richtung über. Irgendwo muss doch das Artefakt sein, oder? Irgendwo muss es sein. Das müssen wir finden. Da unten. Da unten hat es etwas. Munition habe ich alle. Immer. Oh, Dave! Ich glaube, das ist es. Komm sicher zum Boot zurück. Ich warte auf dich. No way! Hey, nein. Genau wegen dem gehe ich nicht ins Wehr. Wegen so riesen Augen, die mich angaffen. Oh, Monster! Was war das gerade? Dave, ich sag's dir nicht. Ich muss sofort zurück zum Boot. Ah, Dave, schnell. Okay. Tintenfisch, danke. Fürs Zugüsseln. Du... Lumpenfisch, du? Ich kann noch einen Fisch mitnehmen auf dem Weg. Es ist wunderschön gemacht, aber... Das? Wie viel Überlast kann ich echt nehmen? Schwarze Ist. Schnell an dem Fischli da vorbei, sonst kaffelt mir der wieder die Füße. Geht weg! Geht weg! Hören die irgendwann auf, mich zu verfolgen? Nehmen wir hier noch schnell ein Gutterli. Oh, da hat es noch Kisten. Kann man ja alles, wie wir es ja gesehen haben, nicht mitnehmen. Eine Schockharpune. Ziel wird beim Angriff gelähmt. Ich bin zwar gerade auf dem Weg raus, aber probieren wir aus. Wenn wir nicht daneben schiessen. Doch im Pfau. Gehen wir halt die Qualen holen. Ja. Wenn wir die Qualen anbomben. Okay, können wir. Die zittert ab und zu wegen unserem Schockzustand wahrscheinlich. Die ist kaputt. Nimm sie mit. So, ab zum Boot. Haben wir aber gerade ein bisschen eingefangen. Hey. Angefangen, ausgefangen, super gefangen. Dr. Bacon. Dr. Speck. In Ordnung, du hast es sicher nach oben geholt. Es scheint in sehr gutem Zustand zu sein. Fast so, als wäre es bis vor kurzem irgendwo gelagert geworden. Sehr interessant. Das können sogar der Fund des Jahrhunderts sein.
Sehr gut. Dave, lass uns weiter zusammenarbeiten und die Geheimnisse des Seevolk-Zivilisation lüften. Was? Ich habe gedacht, du nur einmal helfen, gell? Selbstredend genug gesagt. Setz unser Restaurant einfach ganz oben auf die Liste der Partner. Jo. Das wird nicht schwer. Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei dieser Sache. Wir bleiben in Kontakt. Prima. Gold, Kurkuma, Olivenöl, prima. Die Spuren des Seevolks. Haben da noch rausgefischt, ein Glas, ein Dino-Kopf. Und ich war fast 10 Minuten lang unter Wasser. Sehr gut. Qualle habe ich natürlich gefischt. Der Drückerfisch. Also, alles ab ins Aquarium. Prima. Daumen rauf. Dave, während du draussen im Meer warst, sind die Reparaturen abgeschlossen worden. Geh mal im Restaurant vorbei schauen. Jetzt ist das nicht mehr ein Besenbeiz, jetzt ist es eine richtige Knelle. Gut. Wollen wir das einmal anschauen? Ob das jetzt auch schick aussieht. Oh, das sieht richtig gut aus. Ja, wenn das Restaurant eine Bruchbude ist, hilft das beste Essen nichts. Also, und wenn du das Interieur verändern willst, das Menü Interieur ist unten geöffnet. Schau mal rein. Jetzt gehen wir ins Interieur. Interieur. Oh, aber... Wie der Dr. Speck sagt, wenn die Überreste vom Seevolk da gefunden werden, strömen Gäste an. Aber die Region ist ziemlich abgelegen. Ich denke, bis dahin brauchen wir eine Möglichkeit, für den Laden zu werben. Ja, heutzutage ist es so gut wie unmöglich, ohne Werbung Gäste zu gewinnen. Hast du schon mal die Social Media App namens Cookstar ausprobiert? Cookstar! Du meinst die App, wo junge Leute Bilder von ihrem Essen posten? Ja, so werben in letzter Zeit alle Unternehmen für sich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum die Leute ihre Zeit auf diese Weise verschwenden. Sushi geht direkt ins Herz, nicht die Fotos davon. Ja, und wenn schon, ist es nicht trotzdem besser, sie zu verwenden, als dass die Leute keine Ahnung davon haben, dass es deine Sushi-Speise überhaupt gibt, Banco? Ja, es leuchtet ein. Es ist ganz einfach, ein Konto zu erstellen. Also, lass es uns doch einfach ausprobieren. Zuerst registrierst du dich und erstellst den Hashtag BancoSushi. Und dann... Fertig! Du, das ist gar nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. Jetzt werden Gäste, die dein Essen genossen haben, BancoSushi folgen. Ich bin mir nicht sicher, aber okay, jetzt habe ich's. Ich werde die Cookstar-App auf meinem Handy installieren und mir die Posts der Follower anzuschauen. Cookstar! Erhöhe deine Bewertung auf Cookstar. Es werden mehr Gäste kommen und neue Speisen werden freigeschaltet. Freischaltbedingungen, neue Bewertungen können in der Cookstar-App angezeigt werden. Okidoki. Gut. So. Jetzt machen wir den heutigen Tag noch fertig, oder? Jetzt eine längere Folge, aber jetzt geben wir uns das geht noch. Hinausrichtung. Können wir auch noch schnell angüchseln. Im Besitz, orientalisch modern.
Andere Stühle, andere Decke. Da müssten wir aber alles Geld ausgeben. Oh, im Besitz da haben wir ein Föteli. Komm, da tun wir rein. Föteli tun wir rein. Super. Gut. Also, ja, anwenden. Wo ist jetzt das Föteli? Anwenden. Achso, muss ich oben drücken, weil ich den falschen Knopf erwischt. Gut. Dann machen wir Menüs. Sind ihr ready? Hä? Sind ihr ready, damit wir noch... Eigentlich ist erst Nachmittag. Okay. Menüs. Wir haben ein neues Menü. Ja, die geben wir. Die gibt es Geld. Auto kochen. Yes. Stufe 1, Drückerfisch. Haben wir da noch krasses? Da haben wir Doktor, komm, den verregeln wir. Von dem haben wir richtig viel. Oh! Nice! Es gibt nicht nur eine Sequenz. Verregeln wir gerade nochmal. Immer. Ab auf die Speiskarte mit dir. Machen wir mal 3. Wir können immer noch mehr machen. So, Sägebar Sushi tun wir auch noch drauf. Wir tun das noch einmal veredeln, komm. Okay, let's go. Veredeln abgeschlossen. Jetzt tun wir das aufkarten. Da haben wir nur 1. Macht nichts, aber das gibt ein bisschen Geld, das ist gut. So. Dann haben wir alles und ich muss einfach schauen, dass ich den grünen Tee heute richtig mache. Also, let's go. Nein! Hätte ich dann jetzt noch mal tauchen? Kann ich mit ihm schwätzen? Oh, das sieht gut aus. Wenn du zu einem anderen Stil wechseln möchtest, versuch ihn im Interieur. Ja, ich habe doch schon ihn. Dann mach mal den Zeitsprung. Wenn wir heute halt nur einmal tauchen noch. Oh, der Dave hat ein bisschen Pause. Jö. Ich hoffe, jetzt kommen wir zum Abend. Ich habe 3 Tage gespielt und schon einmal Pause. Es ist schon Abend. Ich bin ziemlich müde, aber der Banco arbeitet allein. Ich sollte ihm helfen. Mit nur 2 Leuten alles am Laufen zu haben, ist nicht einfach. Vor allem, wenn mehr Gäste kommen. Ja, ich kann doch eigentlich gedacht, ich helfe dort. Ich bin überhaupt nicht gestiegen, muss ich sagen. Hoffen Sie meine Menüs jetzt noch drauf. Fände ich blöd jetzt aus. Das habe ich voll nicht gepeilt. Aber die Menüs sind noch drauf. Wer ist sie? Sie schaut sich um. Das ist doch der Banco-Sushi-Laden, oder? Frau Yoshi. Ich bin vorbeigekommen, weil ich gehört habe, dass der Ort auf Kuksta immer beliebter wird. Der Name hat mich stutzig gemacht, aber sich vorzustellen, dass es wirklich dein Laden ist. Neues Essen mit noch nie dagewesenen Zutaten. So etwas wird nirgendwo anders serviert. Ein wortkarger, aber männlicher Koch. Wow, wird ich auch erwähnt? Nein,
nicht wirklich. So. Was führt dich da an, Frau Joschi? Oh, verschiedene Gründe. Ich wollte mir das Restaurant anschauen. Es sieht so aus, als hättest du dich kein Stückchen geändert. Es gibt nichts anderes. Ich mache einfach Tag für Tag weiter und schule mich selber. Ah, du meine Güte. Das ist genau das Problem. Das letzte Mal hast du dich in ähnlicher Weise geweigert, auf mich zu hören. Und darum bist du auch aus dem Hotel gerührt worden. Jetzt fängst du schon wieder davon an. Es war die Schuld vom Gast, weil er das Essen beurteilt hat, ohne es überhaupt zu probiert zu haben. Wie lange willst du deine Gäste noch so behandeln? Und das, um weiterhin das wirklich fürchterliche Essen zuzubereiten. Was meinst du mit fürchterlich? Im Stück grillierten Haifischkopf ist ein ausgezeichnetes Gericht. Haifisch ist sowohl in der Küche vom Westen als auch im Osten verwendet und in Korea sogar bei Ahnenritual in Gebrauch. Hör auf, du hast dich kein Stück verändert. Lass mich das selber beurteilen, ob die Speisen zum Verzehr geeignet sind. Dann kann ich dir sagen, warum ich gekommen bin. Ich zeig's dir. Ich sorge dafür, dass du den wahren Geschmack vom Haifischkopffleisch kennenlernst. Mango, geht das nicht ein bisschen schnell? Dave, als Chefkoch kann ich dir vor dem Kampf nicht zurückschrecken. Es geht um meinen Stolz. Bitte sorg mir einen Weisspitz Riffelkopf und ein bisschen Olivenöl. Du willst, dass ich einen Weisspitzer Riffei fange? In der Tat, mit deinen Fähigkeiten sollte das einfach zu bewerkstelligen sein. Aber eine Harpune wird wahrscheinlich nicht genug gut sein. Nimm eine gute Pistole mit. Auch dann tönt das immer noch gefährlich, gegen einen Hai zu kämpfen. Heisst das, du willst einfach dabei zuschauen, wie mein Stolz beleidigt wird? Der Weisspitz Riffhai hält sich normalerweise im Ozean ganz im Osten auf. Viel Glück! Jetzt will er plötzlich, dass ich ihm einen Haikopf bringe. Das ist doch lächerlich. Man kann ihn doch nur mit einer Pistole töten. Ich muss den Daff darum bitten, mir eine Pistole zu bauen. Oder im blauen Loch nach einer suchen. Okay. Manchmal hören besondere Gäste eine Vorgeschichte von einer Sushi-Bar und kommen zu Besuch. Erlernen beim Forschen Gerichte, die Gäste wünschen. Okay. Habe ich aber momentan noch nicht. Verwende Flammen des Handwerks, um deine Speisekarte zu erweitern. Okay. Das kann ich da unten jetzt. Habe ich denn schon so etwas? Ich habe 9. Und das kostet 3. Kann ich ja schon mal erforschen. Gut, erforscht haben wir es schon mal. Jetzt machen wir das Sushi auf. Kommst du noch keinen so einen über, den haben wir noch nicht. Prima.
Ich komme. Ich mache das Essen, Das bringe ich dir gerade. Wunderbares Sushi serviert. Oh, verrückt, das habe ich gar nicht wollen. Ich wollte eigentlich das hier verwalten. Und das mit etwas tauschen. Was wir noch haben. Ich eile, ich sause. Okay, da muss ich auch noch putzen. Verstehe. Kommt, kein Problem. Oh, einen wunderschönen guten wünsche ich dir. Du willst noch ein grünes Tee, einwandfrei. Perfekt eingegossen, nichts beanstanden. Danke fürs Trinkgeld, hoffen wir bald. Prima, Sie haben etwas ausgesucht, da freue ich mich sehr drüber. Schnell müssen noch ein bisschen raffeln da. Ich komme gerade zu Ihnen. Ich habe gerade scharfe Hände. Moment, wir kommen. Alles gut. Herrlich ist das. Lecker schmecki. Danke für den Besuch. So. Einwandfrei. 66 Münzli haben wir eingenommen. Geilo. Prima. So. Das war jetzt aber ein Münsterli-Aufnahme. Eigentlich wird immer probieren, das Ganze maximal 30 Minuten zu machen, aber jetzt kommt noch der Dr. Speck. Hallo. Ich habe die besten Neuigkeiten. Was gibt's, Dr. Speck? Siehst zufrieden aus? Ich habe das Artefakt analysiert, das du mir gebracht hast. Und wir haben eine große Menge einer unbekannten Substanz entdeckt. Ich denke, es muss sich um Eisen handeln, das tief unter Wasser komprimiert wird. Aber es strahlt in einer einzigartigen Wellenlänge. Ich habe ein Radar entwickelt, um diese Wellen zu verfolgen. Aha. Und warum sind die News gut? Wir sind heute etwas schüchtern, was? Dieses Radar wird dir bei der nächsten Expedition sicher nützlich sein. Was meinst du mit meiner nächsten Expedition? Cobra hat mich beim letzten Mal dazu gezwungen, mitzumachen. Ich habe einen Vertrag erhalten, auf dem dein Name steht. Die Stornogebühr für die Kündigung des Vertrags beträgt über 20. Was? Ihr habt... Worüber? Habt ihr in aller Welt? Habt ihr geredet? Hä? Sei nicht so kleinkariert. Überprüfe das Signal für mich, um das Radar zu testen. Dann gibt's halt an. Ich sage dir, ob es funktioniert. Und das war's. Tschüssi, Dr. Speck. Ein Signal vom Seevolk. Gut. Wir gehen noch schnell die Einträge anschauen. Das machen wir noch. Guck's da. Blaues Sushi mit der Farbe des Meeres und lecker war es auch. Prima, liken wir. Leichte Mahlzeit nach dem Training. Liken wir. Ein Glückstag, wir liken alles. Ich mag den seltsamen Typen nicht, der es serviert. Du kommst gar kein Like über. Hier kommt wieder. Schau mal, wir zu dritten, hä? Prima. Okay, sein erstes Selfie ist Weltklasse. Prima, alles angeschaut. Ui. Wir können noch krömeln. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gehen wir krömeln und dann gehen wir wieder auf 2 Tauchgang und schauen, ob wir alles finden. Bis dann,
Tschüss und ade merci.